Stengefochter Scouten hunn an e puer Owenter Bächeren dekoréiert a gebastelt. Den no gouf vun déier gefirft an de Becher gelecht, dat ze summen mat Schokolaseer. Ja, letztes Jahr wäre doch schwer mäßig gewesen. Da waren wir und auch alle gut überrascht von der ganzen Sache. Den Direktor Luc Gint huet Kadoe vun de Responsable vun de Scouten entgéint geholl, fir se mi spéit verdeelen ze losen. Also wir hoffen, dass bis du hin wir eine gewisse Normalität zurückkommen. mat de Klänge an vun der en super Erfahrung von engem Becher, de man ëmmodeléiert hunn, de man da wo der gefirft gouf Schläfe dran an de Mäweile eng. Scouten. Voilà, lo kann du kommen, so ste. Den Dach war net die Mans mit Pferder wie mat gemet hun Flaschbock am Zelt der gefirft Summe gebaut. wat wir doch net so immens ja, kann man dann bisschen habe sinn man bisschen méi das von Herz. Also all denen, die darum beteiligt waren, schöne große Mächte von einem. Das geht ja so weiter. Ja, das ist wirklich was. Ne? Ja. Maar ja, an de Jooi houdt ze dan aan de kamerstand erin, maar dat is van de Jooi. Ander verdeelt ze even op. Ja. De Jooi is heel best. En wat denk je van de Sint de Voilà. Zo ben ik. Ja, ça va. De Mount Mai steht am Zeche vun der Integration. Den 9. Mai ass nämlich Europadach. Op diesem Dach gëtt virun allem und der Erklärung vom französischen Außenminister Robert Schuman vom 9. Mai 1950 gedurcht, die als Geburtsstunde von der Europäischen Union gilt. Demno feiern wir hier in Europa, dass wir an einem vereinten Europa auf Friede leben. Seit 2019 ist es auch ein gesetzlicher Feiertag hier zu Lützeburg. Integration hat viele Aspekte. Weil wir leider durch die aktuelle Sanitärkrise nicht zusammen diesen Tag mit feiern können, hat die Integrationskommission zusammen mit der Gemeinde Stangenfurt ein Geocaching organisiert. Diese Form für alle ermöglicht den Bürgern, verschiedene Plätze sowie auch die Gemeinde neu zu entdecken oder besser kennenzulernen. Anne April hat ihr dafür Flyer mit einer Karte an der Brief geschlagen. Darüber waren 12 Plätze markiert. Ab dem 9. Mai fand ihr auf den verschiedenen Plätzen Fragen zum Platz selber oder über die Gemeinde. Mit den richtigen Antworten
ginn sech 3 Lesungsfirder, déi Di op de Kupper schreiwe kënnt, an da bis der 4. Juni bei an der Gemein kënnt ofginn, fir so Gewënnspiel deel zu hëllen. Well vum 2. bis 16. Mai Fairtrade-Woche sinn, gëtt de flotte Kado mat Fairtrade-Produien ze gewonnen. Wir freuen uns auf all Partizipation und wünschen euch einen entdeckungsreichen Reis durch alles Gemeng. Nachdem dir an der letzten Emission von den Stengefort News schon den ersten Teil von den Instrumenten vorgestellt hat, weisen wir euch heute die anderen Instrumente. Viel Spaß! Mein Name ist Thorsten Muschiol, ich bin Charge de Cours der Perkussion, heute zu Stengefort. Ich stelle euch heute am zweiten Teil von der Perkussion Instrumente vor, die Töne produzieren können. Wie heute die Pauken, die ihr gehört habt, die spielen Töne. Und das geht über ein Pedal manipuliert. Ursprünglich kommen sie aus der Türkei und waren im Krieg zum Erschrecken von den Feinden gedurcht. Man kann sich das vorstellen, weil das immens impressionant und hart und es ist eine ganz wichtige Rolle am Sinfonieorchester. Das zweite Instrument war der Xylophon, den steht stellvertretend für alle Instrumente, wo ich kann Melodien drauf spielen. Auf Französisch als das genannte Klaviers. Und es kann eben ganz flott Melodien darauf spielen. Ich freue mich auf ihr, wenn ihr euch ummeldet für Perkussion. Ich bin Françoise. Ich spiele Hautbois. Den Hautbois ist ein Blosinstrument. Nach mir genau ist es ein Holzblosinstrument. Den Ton geht produziert, indem den Oboist, Hautboisspieler, zwischen zwei Schildflammen bläst. Also seine Blättchen als Double.
Das anecht vum Klarinett an Saxophon. Carmen Soto, ich spiele Querflöte. An Querflöte das 3 Stücken. Wir haben den Cap, wir können schon Musik spielen so. Man kann auch mehr Hellton machen so. Ich bin Geoffrey Lejeune und ich gehe klassisch Gitarre kuren. Für Gitarre zu spielen, das ist nicht so kompliziert. Du musst just Dreck und Bund und Seite mit der Linkshand drücken und dieser Lust Seite spielen. Die Seite vibriert und die Vibration geht high am Rosas, am Lach und der Ton geht mir hart. Die Gitarre ist auch ein Instrument polyphonique, das heißt, du kannst paar Noten zusammen spielen, zum Beispiel Akkorden. Oder einfach Melodie. Oder eine Melodie in Begliederung mit. Du kannst viel stiller an Gitarre spielen, du kannst moderne Musik spielen. Oder das. Oder Musik vom Südamerika. Oder percussive Musik. Und natürlich klassische Musik. Gilles Christophe, ich gehe Kur heute zu Stengefort, Kur von Trombone. Trombone, das ist Trombone nach Kulisse oder ein Zugposaun am Deutsch. Das ist ein Metallinstrument von der Decke-Blech-Familie. Wir können in Kulisse für alle Noten spielen. Das heißt, wir spielen alles mit den Kulisse. Wir machen so für ein bisschen mehr lang oder mehr kurz. Wenn das lang ist, Noten sind innen. Wenn das kurz ist, Noten sind oben. Voilà, ich gehe hoch, hallo, gehe ich herab.
das ein gutes Instrument. Es war ein Trombon. Wann warst du interessiert, für einen Trombon zu lernen? Vielleicht, wir sind am September zu Stengefort. Ich gehe Kurs von der Tuba oder Euphonium. Das ist eine Tuba-Familie. Das ist ein Metallinstrument. Das ist ganz selbes Prinzip wie ein Trompet. Wir haben nach die 3 Knöpfe für alle Noten spielen. Ça va? Das ist, wie gesagt, wie ein Trompet, aber wie das mehr groß ist, dann Ton ist auch ein bisschen mehr groß. Das ist mehr breit. Ich bin Simon und ich habe heute Pianoskuren und ich wollte dir heute ein bisschen über das Piano schwätzen. Das Piano ist ein Tasteninstrument. Wenn wir eine Taste drücken, eine Taste ist verbunden mit einem kleinen Hämmerchen, dann schlägt der Hummer wieder die Saiten und der Klang kommt raus. Das heißt, der Piano den hat nicht nur Tasten, nur auch Saiten, gerade wie ein anderes Instrument, wie zum Beispiel Geigen, Streicher oder auch Gitarre. Aber beim Piano ist eben der kleine Hämmerchen, den das unschlägt. Ich will doch noch ein bisschen Reklam machen für unsere Orgelkuren, Gemeinde Stengefort, die geht auch nach Orgelkuren an der Kirche. Aber wenn da interessiert seid, könnt ihr vielleicht Freude sein Lunch kommen und da könnt ihr die Instrumente gucken. Ich bin Danimark und ich präsentiere euch Klarinett. Klarinett als Familie vom Holzblasinstrument und also 5 Delen. Pavillon, önnigsten Deel, heigen Deel, Baril und Mundstück. Für dran ein Ton zu kriegen, soll man ein Blättchen tun. Blättchen, das ist ein ganz dünn Stück Holz aus Schilf, weil ohne das könnt ihr so fest wie die wollen, könnt ihr kein Ton raus. Mit matte Blättchen geht er direkt ein schönen Ton raus. Mit der Klarinette können wir ganz tief spielen. Oder können wir auch ganz hoch spielen. Wenn ihr begeistert seid, für Klarinette zu lernen, dann meldet euch nun.